Ja, Freunde, es geht weiter. Endlich heiter oder heiter endlich weiter? Zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Na, was heißt endlich? War die letzte Folge, die war ja nach einer gefühlten Ewigkeit von, naja, einer gewissen Pause halt. Alter. Aber ist halt so, dass die letzte Aufnahme, ich hatte komplett vergessen, die ich noch auf dem Rechner schon hatte. Und, ja, deswegen ist es ein bisschen doof hier wegen Pause und so weiter und so fort. Man sieht es ja auch hier schon, wie viele Daten ich wieder runterladen kann. Also die letzte Folge, die ich jetzt hochgeladen habe, ist jetzt quasi nur ein Tag vergangen. Eben wie ich es hochlade, aber vom Zeitpunkt in-game wieder weiter zocken, sind etwa 6 Wochen hin. Weil ich einfach aus diversen Gründen vor dazu kam, eben auch darum unter anderem andere Let's Plays zu beenden, also abzuschließen, was soweit auch geklappt hat. Mit Verzögerung natürlich, aber trotz allem können wir jetzt auch hier endlich weitermachen. Es hat so ein bisschen was getan. Ich habe mich auch noch ein bisschen informiert. Wir hatten letzte Folge das Thema mit den Sternenhelden, wo er mir gefragt hatte, wie kann das sein und so, warum ist es schon vorbei, da die und sagen, eigentlich auch interessante Story mit Ningirsu, Ip und wie ist er wieder? Aurum. Und zumindest, was ich sagen kann, von der letzten Folge her ist noch so, was ich irgendwie auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass ja diese Stories, eben diese Stories im Solo-Modus, die kamen trotz allem auch nach und nach hinzu. Die waren nicht von Anfang an schon da. Auch nicht die von den Sternhelden. Und offenbar ist aber auch so, dass er halt das, was die Sternhelden bis jetzt angeboten haben, schon durchgespielt habe. Ist aber nicht ausgeschlossen, die neue Option verfügbar. Okay. Dass Entwickler da in Zukunft noch irgendwas, ja, halt mehr bringen, ist durchaus möglich. Weil es sind auch jetzt wieder die Kräfte des Planeten. Es ist noch nicht vorbei, es muss noch mehr kommen. Aber der jetzige Zeitpunkt, jetzt auch, nehmen Sie gerade am 27. Januar 2023 auf, zu diesem Zeitpunkt existiert da halt noch nicht mehr. Ist natürlich schade, trotzdem wollen wir hier weitermachen. Und ich gucke mal, wo genau. Weil ich bin hier irgendwie überhaupt nicht mehr bei Sachen so Crusadia-Monster. Weltvermächtnis, ich meine etwas. Haben wir, glaube ich, letztes Mal doch nur hier oben abgeschlossen, oder? Ja gut, Toroption gemacht, klar. Wir hatten hier Duelle gemacht, die ja auch durchaus Spaß gemacht haben. Weil ich ja auch die Crusadia-Viecher habe. Das Crusadia Maximus, also müsste es ja eigentlich dasselbe sein, wa? Ich habe keine Ahnung mehr. Mein Gehirn ist momentan eher wieder ein bisschen auf Anu eingestellt und auf Fire Emblem. Jetzt komme ich hier mit Yu-Gi-Oh! Natürlich auch der perfekte Zeitpunkt für 3 Strategiespiele parallel. Was ich mir dabei gedacht habe, alter Schwede. Gut, ich darf einfach nicht mehr den Fehler machen. Früher ab und zu gemacht. Dass ich sage, ich zocke heute ein bisschen Yu-Gi-Oh!, morgen ein bisschen Anu und so, oder ein bisschen Fire Emblem. Damals war noch ein anderes Strategiespiel noch dabei. Da war, glaube ich, auch noch Pokémon. Ja, Pokémon-Strategie, ja doch, auch. Auf alle Fälle hatte ich irgendwie auch mehrere im Petto und mit so einem Quatsch muss ich halt auch ein bisschen aufhören. Longirsu, aha. Oh Mann. Ja, das hat er auf, sag ich mal, vielleicht eine Woche lang ein Spiel zocke und natürlich weit genug vorab aufnehme. Dann müsste es eher funktionieren. Na gut, also wir versuchen es mal, wa? Man ist jetzt also vom Wochenende hin und so, im Samstag haben wir jetzt die andere Folge, wo wir eigentlich die Hauptstory abgeschlossen haben. Jetzt können wir noch das hier und so machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn und dann vielleicht nächstes Wochenende dann vielleicht mal die anderen Dinger probieren. Neue Monster und so. Na komm. Wir gucken einfach mal. Wird schon irgendwie schief gehen. Na gut, das sowieso. Also ich meine, ich kann schon noch Yu-Gi-Oh! Spielen, ne? So ist es nicht. Und nach 6 Wochen Pause. Das Problem ist eher, dass er nicht mehr genau weiß, was die Strategie des Decks war. War das irgendwas mit Monster abwerfen? Der ein Link-Monster zeigt. Genau, ist aber ein Empfänger. Mhm.
Gut, man generell, ich kann ihn. Was sagen die jetzt? Noch nicht. Los, mal im Defense-Mode. Mal gucken, was passiert. Ein Mathe-Mech-Monster, so. Ja, wir haben natürlich noch Empfänger hier, den Link-Monster zeigt. Ja, der Quatsch. Kannst du jetzt auch mal mit ihr versuchen. Also, man soll beides empfängen, aber nicht. Ja, ich bin wieder super drauf, sind wir bereits. Ein Mathe-Mech-Monster, gut, das ist auch ein Mathe-Mech-Monster. Und ein Cybersee-Monster. Aber so ist nur eins. Das ist ein normaler Hexer gewesen. Wir können ja mal die Karte verdeckt spielen, mal gucken, was passiert. Und ich gucke, was er macht. Muss ein bisschen reinkommen. Und am besten geht das natürlich in der Praxis. Auch bei Yu-Gi-Oh! Wir müssen gucken, wie er sein Deck spielt. Da ist Maximus, also im Prinzip der frühere Auram. Ja, nett. Oh, das ist ein heftiges Viech. Oh, so ein Link, okay. Jetzt schwören wir, dass was anderes macht. Ja, aber ist halt die falsche Karte gerade. Ja, ist gut, spiel noch mehr Karten. Wie kann man als NPC nur so viel Glück haben, ey? Was er für Karten spielen kann, ey. Ja, ist klar. Wie viele willst du noch rufen? Er hat gerade die perfekte Starthand gehabt. Also natürlich für sein Deck jetzt. Noch einer. Ja, reicht nicht ganz aus, um mich auf Null zu bringen. Ging schnell. 12.000 mal. Dupliziert einfach mal seinen Angriffspunkt. Ja, gut. Mit mir kann man sie machen, ne? Er könnte ihn opfern. Den Friedhof wählen haben wir natürlich noch gar nicht. Ey, was ist das denn schon wieder? Darf ein Mathe-Mech-Monster rufen. Toll, und dafür. Was bringt mir das genau? Darf ein Cybersee-Monster im Friedhof wählen? Ja, super, ist auch nicht gerade so toll. Kann den normal rufen, bringt mir nichts, weil keine extra Monsterkarte Zone. Ah komm, jetzt was. Mal ein bisschen was testen. So. Den hatte ich ja vorhin, den Sigma. Der schon wieder.
Von der Hand. Nee, ich will sie eigentlich aufs Feld rufen. Da ist er vielleicht natürlich für die Katz. Was? Addition, Subtraktion. Ah ja. Die immerhin 2000 Verteidigungspunkte, wäre schon mal etwas. Ja, komm. Ja, Stufe 8 ist ja schon schön, aber ich muss ja die Karte spielen, damit ich nachher eigentlich safe bin. Aber andererseits, ja, der Multiplikator wäre schon nett. Dann kommen wir jetzt mit dem hier. Das ist schon mal ein Stufe 7 Monster. Synchro, was rufen könnte. Oder, natürlich ein 3 oder ich rufe ihn hier, einen 4er, verdoppelt ihn auf 8 und rufe einen 12er. Wäre natürlich auch eine Option. Vorausgesetzt, ich überlege gerade den Zug hier, was gerade kommt. Ach ja, jetzt kommt der Quatsch wieder. Oh, die ganze Zeit Rechtsklick drücken. Regulex, der reguliert. Vielleicht. Kriegt einen ordentlichen Boost, okay. Spielfeldzauber kann nie schaden, natürlich nicht. So, jetzt halt das Problem, eben es geht auf Reaktion meiner Monster-Effekte, also deswegen bringt das sowieso nichts. Crusader Link Monster habe ich auch nicht, also insofern. Tut mir leid. Immer wieder sehr interessant, sowas zu sehen. Ja, ist er langsam mal fertig. Ja, natürlich 3 Karten verdeckt sitzen. Hat er sonst keine Hobbys, wa? Mal 1000 Punkte mehr dazu, willst du mich verarschen? Der ein Link-Monster zeigt. Ja gut, also ihr könnt dahin setzen. Da kannst du zuerst ihn rufen, dann den hier, okay. Na, vielleicht den nochmal ganz normal. Division, ja, oder dann den Friedhof wählen, wenn Spezialbeschwörung, also dann können nicht aktiviert werden. Vielleicht auch eine Option wäre, würde ich vielleicht ihn hier nochmal rufen, wenn ich halt Stufe 8 hätte. Er ist ein Empfänger, Stufe 4 und dann geht halt langsam richtig los. Die Frage ist, was haben vor allem die hier, die Stufe 12 Ding, was haben die so drauf? Ist ein Cybersee, deswegen kann ich meine Zauberkarte aktivieren, okay. Kann schon verdoppeln, klingt schon mal cool. Prinzipiell also nicht schlecht. Wenn ich das mache, Addition. Angenommen, ich rufe zuerst das Synchromonster. Das würde theoretisch so weit gehen. Indem ich zuerst in der Normalbeschwörung rufe. Kommt der vom Friedhof. Okay, Synchrobeschwörung, gut. Dann kommt der hinzu. Effekt Aktivierung, Beschwörung.
In dem Fall natürlich Effektaktivierung, weil ich den Monster wählen würde. In dem Fall den da. Das Synchro-Monster. Danach rufe ich noch ihn hier. Solange das Feld hier frei ist, kann ich ihn als Spezialbeschwörung auch rufen. Also dann machen, mal gucken. Kann noch Effekt aktivieren. Hier geht es um ein Link-Monster. Spielzeug aktivieren. Die Frage, soll ich jetzt einen Schnellzauber spielen, damit der... Also das Aktivieren auf die Effekte, das ist ein bisschen gefährlich, aber egal. Ich gehe es trotzdem mal. Nein! Ah, okay, doch geht noch. Der ist doch scheiße, wenn ich ihn hier aktiviert geholt habe. Aber ich mache jetzt gleich eine Synchrobeschwörung, dann passt das. Entschuldigung, warte, was? Also die Effekte können nicht aktiviert werden. Mann, Michael, kannst du bitte auch mal alles durchlesen? Okay, dann machen wir Planänderung. Das kann nämlich trotzdem. Okay, Plan B. So, jetzt aber. Was wäre überhaupt noch für eine Option? Du kannst bis zu 2 Kanäle, dann Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Wäre zwar auch nicht schlecht, den zu rufen. Man kann bis zu 2 von diesen nervigen Karten da loswerden. Karteneffekten unberührt, also den vom Mathe-Mech-Monster. In der extra Monster-Kartenzone liegt. Aha, Moment, das muss natürlich noch bedacht werden. Das kann ich hier hinsetzen, hier oben hin. Das darf ich nicht übersehen. Ich riskiere es trotzdem mal, weil just for fun. Synchrobeschwörung! Letztes Sigma. Oder Stigma? Weiß gar nicht mehr. Spielzug verdoppelt. Sehr schön. Das ist eine Crusader-Karte, die du kontrollierst und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen, zerstöre sie. Wäre eine Option, ihn und noch eine verdeckte Karte von ihm zu zerstören. Oder die du kontrollierst, nicht angreifen. Du zerstörst mal die Karte. Aber im Verdeckten halt nicht sicher bin, was da noch alles passieren könnte. Das Monster will ich noch nicht, weil ich will damit angreifen. Jetzt alle Monster dagegen können wir einmal angreifen. Ja. Sie können andere Monster, die du kontrollierst, nicht angreifen. Eigentlich ist es momentan eher unwichtig, da man den Punkt gleich verdoppeln. Also ist eine von den Karten viel wichtiger. Die Frage ist halt welche. Ob das eine gute Wahl war oder nicht, keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Ich will eigentlich jetzt das Spiel beenden. Komm, riskieren wir es. Kommt ja später, war es der Effektaktivierung.
Die Karte bleibt von Karteneffekten unberührt. Was ist jetzt sein Effekt hier? Hä? Ich verstehe gar nicht, worum es geht. Ach so, darum geht's. Ja gut, dann kommen sie auf die Hand. So. Da hat irgendwie leicht verwirrt. Man hat es ja kaum gemerkt. So, Crusadia-Monster können schon übel sein. Ruinen des Weltvermächtnisses. Ja, Ruinen sind es tatsächlich. Okay, ja, das ist eine Praktik. War noch Akustik, das machen wir dann später, würde sagen. Statt zu verzagen, die Folge ist ja eigentlich so weit da vorbei, wa? Kommen wir ganz schnell. Letzte Folge, die ging ein paar Minuten länger. Überschwörung zu verwenden. Was hätten wir jetzt hier? Ich will die Crusadia-Dinger, die wir haben, aber haben wir Maximus drin. Dankeschön, okay. Mekrita haben wir auch drin, sogar ein paar von denen. Okay, Mekrita vor allem zu nutzen, war. Darum soll es ja eigentlich gehen. Gut. Und Endphase. Perfekt. Freunde. Ja gut, war ein Notfall dann. Das ja, also voll gelogen für ihn. Narben des Weltvermächtnisses. Oh ja. Damit werden wir nächste Folge starten, Freunde. Ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Es geht spannend. Ja, doch auch. Es geht zumindest weiter. Bis dahin. Bye bye.